Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2020. Wir sind im Hauptquartier mit unserem Alpha Tauri. Wir haben im letzten Rennen endlich die ersten Punkte geholt. Wir sind P8 geworden, heisst wir haben 4 Punkte geholt. Und der Pierre, unser Teamkollege, hat schon 6 Punkte. Und jetzt in diesem Rennen, was leider Monaco wird sein, ist die Frage, ob wir da überhaupt die Punkte kommen oder schon frühzeitig ausscheiden. Ich hoffe nicht. Monaco ist eigentlich für sich ein cooles Rennen, aber es ist so schwierig zum Fahren. Anstrengend, extrem. Wir schauen noch schnell kurz in die Richtung rein. Ja, letztes Mal, Ende der letzten Folge habe ich ja noch gesagt, wir müssen noch schnell schauen wegen dem Motor und so, da komme ich aber nachher gerade dazu. Wir schauen jetzt mal schnell kurz. Moral schwach bei den Antrieb. Bauzeit um 2% verlängert. Fehlerwahrscheinlichkeit um 1% erhöht. Okay. Ja, weil wir sie ja das letzte Mal ja eine kleine Kritik rausgelassen haben. Jetzt dort könnten wir etwas entwickeln. Das machen wir auch. Wir schauen mal, wir hoffen, dass es nicht fehlschlägt, aber sonst ist es auch halt egal, oder dann ist es halt so. Und dann lassen wir das einmal. Aerodynamik ist gut eigentlich, Chassis ist okay und Motor, also der Antrieb, ja, der wäre halt ein bisschen cool und besser und auch Stabilisierfähigkeit wäre auch besser. Aber egal. Das nächste, was wir mit anschauen, ist jetzt eben motortechnisch. Es ist so, dass wir jetzt momentan mit dem Motor, den wir drinnen haben, 118 Runden schon abgespult haben, also 58%. Jetzt könnten wir da rein theoretisch schon Motor alles ein bisschen verbessern. Jetzt ist aber meine Überlegung ist jetzt das. Wir sind in Monaco eine Strecke, wo wir nicht grosse Motorleistung haben. Also die können wir auch mit einem angeschlagenen Motor fahren, weil wir fahren ja nicht schnell. Also ja, 250 oder so wahrscheinlich schon etwa. Aber sonst ist es ja eigentlich relativ langsame Strecke, vor allem einfach Aerodynamik, wo halt muss ein bisschen sein, dass wir viel Grip haben in den Kurven. Das Getriebe, wie sieht das eigentlich aus? Das Getriebe sieht, das Getriebe sieht noch voll okay aus, würde ich mal sagen. 24%, also das ist ja praktisch noch, das ist ja noch fast gar noch nicht gebraucht, das Hauptgetriebe. Also unser Auto sollte jetzt auch noch mal ein bisschen tiefer werden. Wenn wir jetzt so schauen, Leistung gesamthaft sind wir eigentlich vom mittleren Team, also jetzt abgesehen von Ferrari, aber vom mittleren Team sind wir eigentlich fast die Besten. Gut, BWT ist auch noch vorne. Aber wir sind eigentlich im guten Mittelfeld und sind eigentlich an Ferrari dran. Wir haben jetzt McLaren überholt. Darum denke ich, könnte es eigentlich schon gut werden mit Alpha Tauri. Aber jetzt kommt eben Monaco und wir lassen den Motor einfach alles drinnen. Ja, von 6 kannst du Strafe ein neues Getriebe montieren. Nein, das Getriebe lassen wir ja noch, weil das Getriebe ist ja noch okay. Hoffentlich wird mir das nicht zum Verhängnis. Aber ja, ab ins Training. Wir fahren hier mal ein paar Runden. Ja, let's go. So, als erstes, bevor ich es wieder vergesse, wir schauen mal das Wetter an. Nein! Regen am Rennen! Holy shit! Fuck, okay, gut, wir haben Aerodynamik, tun wir eh voll rauf. Also, dass wir wirklich fürs Regen ein Ding haben, kann ich sagen, ein Setup. Oh Mann, 20 Runden im Regen, okay. Erwartet nicht, dass das ein gutes Rennen wird. So, ab ins erste Training an die Streckenklimatisierung. So, also wir sind hier an der Streckenakklimatisierung und ja, Monaco bin ich schon echt lange nicht mehr gefahren. Holy shit. Das wird der Horror werden, glaubt mir. Also, wir fahren jetzt wieder durch die Türchen durch hier. He? Schön vorsichtig. Okay, da sind wir schon mal. Oh! Sind wir schon mal ein bisschen zu langsam vorher, kann ich mir dann sagen. Oh!
Du näherst dich der DRS-Zone. Oh, fuck! Bereich deine Fuck, 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 fuck! Damn it! Oh nein! Das wollte ich nicht wollen dort. Dein Frontflügel hat Schaden genommen. Besser, du kommst zur Reparatur an die Box. Ah, okay, aber wir glauben, wir können es abschließen mit diesen Punkten. Ja, jetzt schon abgeschlossen. Oh mein Gott, Alter, das wird ein Horror werden. Das wird echt ein Horror werden. Wir gehen zurück in die Garage und machen gerade eine Qualifying-Simulation. Let's go. So, wir sind im Qualifying-Tempo inne und ja, versuche jetzt mal eine schnelle Zeit herzuballern mit unseren Softreifen. Mal schauen, wie gut das geht. Oh, holy shit, Alter. Voilà. Oh, shit, 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 shit. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Oh mein Gott, glaubt mir, das Rennen wird so der Horror werden. Das Problem ist, ich habe gesehen, ich habe die Delta-Zeit nie erreicht. Ich bin einfach zu langsam. Ich Ich weiß nicht wieso. Also, ich habe noch, muss ich noch sagen, ich habe die Schwierigkeitsstufe noch ein bisschen erhöht. Wie ihr wisst, bin ich auf 55 gefahren. Weil ich eben schon lange nicht gefahren bin. Jetzt haben sie mal aufgenommen auf 60. Vielleicht war das ein schlechtes Rennen da in Monaco. Aber ja, es ist jetzt mal auf schwer, glaube ich, eingestellt. Mal schauen, wie es geht. Das war Pech heute. Das muss Ja, das ist wirklich Pech gewesen. Sie hatten ein Missgeschick im Training. Wird sich das auf die Qualifying Session oder das Rennen auswirken? Ja, der Abtrieb ist halt ein bisschen, ja, Den schlecht Gerüchten gewesen. nach sind Sie auf einen Vertrag mit einem anderen Team aus. Stimmt das? Eigentlich nicht. Nein, ich habe nichts mit Renault am Hut. What the fuck? Klasse, das war dann alles. Ich will auch nicht zu Renault gehen, eigentlich, aber okay. So, also, wir sind jetzt im Qualifying. Und ja. Ich hoffe, dass wir immerhin eine gute Position haben und nicht zu fest im Mittelfeld sind, dass wir ein bisschen weiter vorne sind oder weit hinten. Weil das Problem ist einfach halt eben, wenn man mit zum Kuchen ist, dann verliert man sicher irgendwie einen Spoiler, habe ich so das Gefühl. Aber ja, los geht's. Ich sage nichts, ich konzentriere mich jetzt einfach aufs Qualifying. Oh shit, untersteuern. Oh shit, nein! Geht's dir gut? Motor aus! Motor aus! Alter, nicht schon wieder!
Hey, das wird nichts mit dem Rennen. Das wird effektiv nichts mit dem Rennen bereit für werden. das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen... Dammit, ey. So, herzlich willkommen an der Startaufstellung. Ja, wir starten von zuhinterst hinten. Und ja, ich weiß nicht, was wir da wieder ausholen. Es schifft. Wir fahren, glaube ich, mit Inter, denke ich mal. Oder Full Wet. Ich weiß nicht, welche Reifen das wir haben. Wir sehen es in der Strategie Full Wet sogar. Also das Schiff ist so abartig stark, dass wir sogar mit Full Wets fahren. Ja, ich weiß nicht, wie weit das wir kommen in diesem Rennen. Wirklich nicht. Es kann sein, dass wir nicht mal eine Runde werden machen. Keine Ahnung. Wir fahren einfach auch wieder mit wenig Sprit. Und ja, ich labere nicht groß weiter. Let's go. Wir starten das Rennen. Wieso gerade Monaco? Wow. Alter, ich gebe da leicht Gas. Und der Karre rutscht. Setup ist eigentlich für auf Regen, habe ich es ein bisschen eingestellt. Warnung, okay. Tolle erste Runde. Weiter so. Oh, Alter, die Rutsche. Holy shit, Alter. Das hätte ich gerne von aussen gesehen. Ich kann nicht richtig Gas geben, ich schwöre auf alles. Wenn ich ein bisschen Gas gebe. Oh! Oh! Holy shit, Alter. Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, hier ist Jeff. Kannst du mich hören? Der Frontflügel hat ziemlich was abbekommen. Besser, du kommst baldmöglichst an die Box, bevor es noch schlimmer wird. Fuck, oh nein, jetzt unterstützt natürlich mein Auto und das war mein kompletter Spoiler gewesen. Alter, what the fuck? Wow! Ich habe den Karren nicht unter Kontrolle, der rutscht so um. Holy shit, vor allem jetzt geht gar nicht mehr in der Kurve rein. Oh oh! Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Scheiße, ja. Alter, ich hätte jetzt wirklich gedacht, der Karren kommt besser um die Kurve rum. Hoffentlich ist Toro Rosso gnädig zu uns und schmeißt das nicht gerade raus. Ach, damit, ey. Belastend. Was ist das nächste Rennen? Ich weiß es nicht einmal. Okay, da haben wir jetzt natürlich voll abgeloset in der Rivalität. Ja, er hat jetzt natürlich voll aufgeholt, ist wieder unentschieden. Immerhin Anerkennung ist ein bisschen aufgegangen, weil wir halt jetzt am Interview noch gut geredet haben, sage ich jetzt einmal. Aber es ist gleich, wir müssen unbedingt wieder Punkte holen im nächsten Rennen. Was ist das nächste Rennen? Ungarn echt? Oder Frankreich? Oh, Frankreich wäre auch so eine scheiß Strecke, da habe ich überhaupt nicht gefahren. Oh, Aserbaidschan, nein. Vom nächsten Stadt kommt in den anderen, nein. Okay, Aserbaidschan ist auch eine Strecke, die ich nicht so gerne fahre, weil ich es einfach nicht kann. Ja, dann würde ich aber mal sagen, wir machen das Rennen dann logischerweise im nächsten Teil dann, oder im nächsten Part. Und ja,
ich noch sagen, was es war mit dieser Folge von F1 2020. Wenn es euch gefallen würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen und dann sehen wir uns, wie gesagt, in Aserbaidschan wieder. Und ja, bis dahin wünsche ich euch ein schönes Tag, macht's gut und ciao.